Nessa Ahmad präsentiert uns stolz sein Abiturzeugnis. Er hat das geschafft, was bis jetzt keiner zuvor an der Schule geschafft hat. Einen Abi-Durchschnitt von 0,8. Für mich ist die Durchschnittsnote, sei es 1,0 oder 0,8 oder 1,2, nicht so wichtig, sondern dass man als ein positives Beispiel dient, dass man sieht, dass andere Menschen gemerkt haben, dass man sich möglichst schnell in diese Gesellschaft integriert hat. Das ist das Wichtigste für mich und dass ich mein Land auch positiv darstellen kann, meine Leute, aber auch andere Menschen, die mit Migrationshintergrund in diesem Land leben. In der Schule in Geldern ist der 18-jährige Afghane bekannt, vor allem bei den Mitarbeitern der Bibliothek. Er ist sehr hilfsbereit. Alles, was er sich selber erlernt hat, gibt er auch noch anderen weiter. Dankeschön. Und das finde ich so toll, dass er sich selber so hochgearbeitet hat und so eifrig war und das nicht für sich behalten hat, sondern es weitergegeben hat. Das fand ich sehr toll von ihm. Ja? Vielen lieben Dank. 0,8 im Abitur hat er. Wussten Sie? Nein, das wusste ich nicht. Nein, das wusste ich nicht. Aber ich sagte ja, der fleißigste Junge der Welt. Ja, ist er. Ja. Mhm. Hier an seinem Schreibtisch hat er jeden Tag mehrere Stunden gelernt. Nessa Ahmad ist erst seit 5 Jahren in Deutschland und hatte immer ein klares Ziel. Am Anfang war das ja sehr schwierig, weil ich die deutsche Sprache nicht konnte. Aber ich ging direkt in die Realschule und als ich aufs Gymnasium ging, hat das sehr gut geklappt, weil auch meine sprachlichen Kenntnisse ganz gut waren. Und ja, von Anfang an wusste ich, dass ich Medizin studieren möchte. Und dafür musste man ja eine Durchschnittsnote, oder muss man eine Durchschnittsnote von 1,0 haben. Und dann habe ich mir sehr viel Mühe gegeben, natürlich. Ja. Der Abiturient wohnt mit seinem Vater und mit seinem Cousin zusammen. Sein Cousin hat eine Ausbildung als Krankenpfleger gemacht. Ohne die Unterstützung vom Vater hätten es die beiden nicht geschafft. 0,8, das ist unglaublich, seit kurzer Zeit. Ich bin in Afghanistan Lehrer. Seit 5 Jahren habe ich für die beiden Jungen etwas habe ich gemacht, gekocht und alles habe ich gemacht. Wie eine Mama, Papa. Und ich wollte die beiden Jungen in der Zukunft eine gute Mensch in Gesellschaft werden. Das war mein Ziel. Und wir gucken später, was kam. Ich durfte hier meinen Realschulabschluss erfolgreich machen. Hinterher habe ich die Krankenpflegeausbildung gemacht. Und jetzt habe ich eine Weiterbildung zur außerklinischer Beatmung gemacht, bin als Intensivpfleger tätig. Und das alles habe ich ihm zu verdanken. Wäre der hier nicht hier, dann wäre das alles nicht so einfach. Denn wir sehen tagtäglich überall in ganz Europa die Einsamkeit, Probleme, vor allem die Sprache, dass man nicht beherrscht, kann man sich nicht so gut in die Gesellschaft integrieren. Und das ist das wichtigste Punkt. Und das alles haben wir unserem Onkel zu verdanken, obwohl er die Sprache nicht so gut mitspricht. Aber in Persisch hat er uns immer mitgeteilt, was wir zu tun haben. Ich bin sehr zufrieden damit, was ich bis jetzt geleistet habe, aber auch sehr zufrieden damit, dass ich auch die Wünsche und Ziele meines Vaters erfüllen konnte, weil der wollte, dass wir beide gute und integrierte und gebildete Menschen in dieser Gesellschaft sind. Und das war auch sein Ziel, dass wir eines Tages in der Lage sind, anderen Menschen zu helfen. Und ich glaube, dass mein Cousin das schon erreicht hat, denn der ist ein Krankenpfleger und der hilft jetzt schon anderen Menschen. Und ich hoffe, dass ich nach dem Medizinstudium ein guter Arzt bin und auch noch mal anderen Menschen helfen kann und auch das Ziel meines Vaters weiterhin erfüllen kann. Alle drei strahlen ganz stolz.